Das ist tatsächlich leider so. Du vergebe ich gern aufhängen mit einem Gedicht. Den Erich Fried war ein linken, engagierten Schriftsteller, dem sein Gedichter lang schon so etwas wären wie eine Formation de Base. Und das Gedicht heißt Gründe. Und ich will nicht viel lesen, aber ich will nämlich zusammenfassen. Den Erich Fried, den zählt nämlich genau do all die Ausreden ab, dem Reis aufhalten lassen, für Neusprachen zu machen. Und da hilft ja doch nicht. Sie machen sowieso, wie sie wollen. Ich will mit Fangern nicht verbrennen. Sie lachen mich aus. Auf wie war immer ich. Und so geht das da weiter. Und zum Schluss schreibt den Erich Fried, all die sogenannten Gründe, die wir hier aufführen, wären Todesursachen. Wenn's hinnen müsste man Griever gruven. Also all die Ausredemengten führen zu Misere und Tod. Aber wenn man sie geben als Ausreden erkennen, da bräuchte man kein Griever mehr zu gruven, weil da geben wir ja tatsächlich handeln. Nun müssen die Ausreden ja nicht unbedingt deutlich sein, wie das beim Erich Fried auch klingt. Mehr entschuldigen als so, mit denen du ausreden, dass man nichts machen, dass man nur gucken, am Platz zu handeln, dass man die Verhältnisse so los, wie sie sind, dass man all Missständen, Ungerechtigkeiten, Gefahr für eins auf für andere einfach ignorieren, wir gucken weg. Eine erste Voraussetzung, und das meint ja den Erich Fried, für eins an andere zum Handeln zu bewegen, als also die Ausreden zu hinterfragen. Wir können, ob sie alle guten eng Antwort finden, wenn wir genug nachdenken. Ich überlasse Sie fragen das mal. Ob man das nicht fragen können, überzeugen, das ist natürlich eine andere Frage. Aber die Anstrengung muss man auch beisholen. Effektiv, weil zu den Ausreden, die wir uns selber erfahren, kommen die dabei, die andere uns wollen erreden. Andere, das ist die ein Interesse daran haben, dass wir nichts machen, dass wir Zustände so losen, wie sie sind, weil sie davon profitieren. Die sogenannten Argumente, die uns dann vom Handeln sollen auffallen, sind übrigens auch bei allem dieselben. Es gibt keine Alternative. Es war noch immer so, es liegt an der Natur von der Sache, das ist nicht machbar und so weiter. Den amerikanischen Sozialwissenschaftler Albert Hirschman hat ein ganzes Buch geschrieben über die sogenannten Argumente, die uns vom Handeln sollen auffallen. Das Buch heißt, und das sieht schon bald alles aus, Deux siècles de rhétorique réactionnaire. Du weißt, wie an der Geschichte immer dieselbe Triet gebraucht wird, immer dieselbe Argumente für Veränderungen, Verbesserungen, Fortschritt zu verhindern. Ob es um Menschenrechte, Gleichheit vor dem Gesetz, Demokratie und allgemein Wahlrecht, Sozialrechte, Sozialstaat, immer tauchen dieselbe Batterie von rhetorischen Waffen auf. Es tut kein Wert, dann hat Tag nicht. Oder es gibt noch schlimmer Konsequenzen, die nicht vorausgesehen. Es sind gerade heute auch immer ökonomische Argumente, die uns in das Nuss gehalten gehen. Wenn wir soziale Reformen vorschlagen, gehen wir immer erschlagen mit dem Argument von der Kompetitivität, also von der Wettbewerbsfähigkeit von unserer Wirtschaft. Auch das ist nicht neu. Vom Verbot von der Kannerarbeit über den 8-Stunden-Tag, über die Mitbestimmung am Betrieb bis zu ökologischen Ablagen an zur Verpflichtung von Menschenrechten, immerem heisst das und ergreift als Kompetitivität, also als Wohlstand. Erstens ist das historisch falsch. Die meisten sozialen Reformen haben nicht zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch geführt, am Gegenteil. Sie haben sogar ganz oft zu einer wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen. Und zweitens, prinzipiell, kann sich da keine andere Gesellschaft vorstellen, wie die auf Kompetitivität, also auf Konkurrenz aufgebaut ist. Kann sich nicht eine Gesellschaft vorstellen, die auf Kooperation beruht. Aber wo das Ziel von der Kooperation wäre, mehr Gleichheit, besser Lebens- und Arbeitsbedingungen wäre.
Wenn wir als eigen Ausreden also hanne froh tun, könntet auch drauf un, all die reaktionär Rhetorik, wie den Hirschmann seht, zu entlarven als dat, was sie ass, eng Ideologie für die Verhältnisse, so wie sie sind, so lang zu halten, wie es nicht mehr geht. Da kommen wir mal auf die Ausreden zurück. Ja, stimmt es dann tatsächlich nicht, dass ich als Einzelnen nicht oder nicht oder bald nicht erreichen kann? Ich einfach nee, so ganz stimmt das nicht. Schied für einen, der an einer Versammlung absteht, an einem rassistischen Diskurs widerspricht, hat schon mal, ob man es etwas erreicht, und hat eine Einstimmigkeit verhindert. Und hat möglicherweise ein paar andere dazu gebracht, nachzudenken, an ihre Aussichten oder Verhalten zu überdenken. Und hat insofern ein Beispiel gegeben, das vielleicht aussticht. Ein Beispiel von Zivilcourage. Also bei aller Notwendigkeit von einer kollektiven Mobilisierung, auf die wir eigentlich zurückkommen, dem Einzelnen sein Zivilcourage ist ganz wichtig. Die Arbeiterin, die sich auf ihren Arbeitsplatz wehrt, die Frau, die sich dem Sexismus widersetzt, den Soldat, den einen inhumanen Befehl refusiert, den Afro-Lützeburger, den gegen Rassismus absteht, jeder Verein, den einem anderen hilft, all die Einzelhandlungen, all die Beispiele dabei zu einer besseren Welt, wenn ich darf so sagen, vorausgesagt natürlich, sie denken wirklich dem Ziel von einer besseren Welt. Muss ich aber auch sagen, wir können selbstständig zu denken, wir können auch den Zivilcourage zu haben, wir können zu handeln, braucht ihn Ressourcen, braucht ihn eine gewisse Sicherheit, ein gewisses Selbstbewusstsein, braucht ihn Zeit übrigens auch. Und die Ressourcen sind nicht gleichmäßig verteilt. Und das ist nicht eine Frage von Psychologie, das ist eine Frage von gesellschaftlichen Strukturen. Also eine echte Demokratie müsste dafür sorgen, dass jeder Verein dieselben Möglichkeiten, dieselben Forcen, dieselbe Zeit hat, für um gesellschaftlichen Entscheidungsprozess teilzunehmen. Du hast noch viel zu machen. Also op der enger Seite, man nämlich fragt, werde ich uns gemacht haben, für die Welt zu verbessern, da kann ich schon so, ich habe schon gespannt für die Drittwelt, für die Croix Rouge, ich habe schon Kleider aufgehen, ich gehe noch immer an der Ulzistraße einen Euro an den Becher von der Frau, die da sitzt, die helfen also. Kann ich mich so frei kaufen. Nach dem Motto von der Frau lief dem Bertolt Brecht seine Hauptfigur am Stück, die heilige Johanna der Schlachthöfe. Sie engagiert sich an einer karitativen Organisation, sie hilft, aber sie kommt zum Schluss zur Erkenntnis, sie hat viel Gutes gemacht mit Welt, als dadurch nicht besser ging. Dafür die Lektion, es geht nicht nur gut zu sein, sagt Brecht, es soll dafür sorgen, dass die Welt besser geht. Und das verlangt eben mehr wie ein individuelles Engagement. Du hilfst selbstverständlich eben den kollektiven Engagement mit anderen, mit denen man sich kann austauschen über die Ziele, über den Sinn von unseren Handlungen und über unsere Methoden. Mehr kollektiven Engagement heißt aber auch nicht, dass wir uns als Individuen einem Kollektiv unterordnen. Auch am kollektiven, solidarischen Handeln mit anderen halen wir, müssen wir halen, ob als individuelle Autonomie. Wir behalen als moralische Verantwortung als Einzelnen. Das müssen wir lenker als eine indispensable Lektion lehren aus der Geschichte, wo verschiedene linken Bewegungen, wo da heierst du, und ich gebe so und so oft, den einzelnen Mensch einer kollektiver Struktur unterordnen können, also wo die Kollektivstruktur zu oft autoritäre Charakter hat. Die Genre, wenn nicht pariert, flieht raus oder sogar an die Prison.
Umgedreht der wir doch nicht so sehen, dass ein überspitzten Individualismus Kollektivaktionen unmöglich macht. Die Zucht von Individualismus als der Kehr von der neoliberalen Ideologie. So wie Madame Thatcher sagt, es gibt keine Gesellschaft, es gibt nur Individuen. Mehr muss betonen, ein Individuum als immer ein gesellschaftliches Individuum. Das heißt, wir sind als Einzelner immer mit vielen Vierten verbunden mit der Gesellschaft, also mit den anderen. Wir sind konfrontiert mit historisch gewachsenen Strukturen. Also eine total individuelle Autonomie gibt es nicht. Das heißt, wir müssen also immer den Equiliber finden an unserem Denken, an unserem Handeln zwischen der Verteidigung von unserer individuellen Freiheit, Autonomie an einer sozialen Solidarität. An die Solidarität misst als Ziel haben, dass jeder Mensch haut am Morgen dieselbe Freiheit, dieselbe Rechte, dieselbe Autonomie soll haben. Dafür hat der französische Philosoph Etienne Balibar den Ausdruck gebraucht, der mir immer ganz gut gefällt: Egal Liberté an einem Wort, also gleich Freiheit für alle gut. Das ist eine schöne Verkürzung für die nötige Verknappung von individueller Autonomie an sozialer Solidarität. Also jedenfalls nicht an egal wie. Es gibt Parteien, die Draht wollen zurückdrehen. Es gibt Parteien, die alles so wollen losen wie das. Es gibt Parteien, die just Zimmer wollen neu tapezieren. Und es gibt auch, die wirklich wollen Verhältnisse ändern. Aber es gibt auch tatsächlich nicht nur Parteien. Die kollektiven Engagement hat viele Formen. Und die Formen haben sich am Lauf der Geschichte verändert. Für die Arbeiterbewegung waren vor allem Formen von dem spontanen Widerstand und von den Gewerkschaften an den Arbeiterparteien. Ich meine auch, dass die Formen nach nicht, also Parteien, Gewerkschaften, nicht überlebt sind, wie manche vielleicht meint. Wir brauchen auch immer die Kollektivorganisationen, die die Interessen von allem von den Lohnabhängigen verteidigen. Der Radius von den Aufgaben hat sich verändert und erweitert. Ich brauche nicht noch einmal darauf zu insistieren, dass zum Beispiel sozial- und ökologische Aufgaben müssen verbunden gehen. Es sind aber auch immer andere neue Formen von kollektivem Engagement entstanden. Bürgerinitiativen, Friedensbewegungen, Umwelt- und Klimabewegungen. Und soll den, wann ich nicht, die traditionellen Strukturen wie Gewerkschaften oder Linkparteien gegen die neue Sorten von Bewegungen ausspielen. Dafür meine ich auch parlamentarisch Arbeit von einer Partei an außerparlamentarisch Aufklärung an Aktion sie kein Gegensatz mehr komplementär. Es gibt, meine ich, nicht mehr wie mal gemeint als den einen historischen Akteur, das an Einsicht homogen, einheitlich, historisch Subjekt, das willens oder fähig wäre, eine bessere Welt zu schaffen, Arbeiterklasse, als du mal der gemeint gehen, den Kapitalismus zu überwannen. Die kollektiven Engagement kann vielfältig Formen haben, und am Platz Konkurrenz zwischen diesen Formen geht es hauptsächlich darum, Kooperation zu sichern und zu finden für den besten Weg zum Erfolg. Mehr aufgepasst, Kooperation heißt nicht Rekuperation. Rekuperation, Vereinnahmung, also zu probieren, eine Partei zum Beispiel probiert, sozial- oder ökologische Bewegungen für Elektoralparteizwecke zu benutzen. Das war auch mal Fehler von linken Parteien. Eine echte Kooperation kann nicht mehr bedeuten, dass alle Partner sich als selbstständig und gleichberechtigt respektieren. Das heißt nicht unbedingt, dass jemand alle d'accord sein. Kooperation heißt ja auch nicht Gleichschaltung, einen offenen, nicht polemischen Debat über unterschiedliche Positionen als mehr fruchtbar wie Streit zwischen Kirchen oder Sekten, wo jeder unbedingt muss Recht tun und das letzte Wort behalten.
Lokal handeln, global denken, das war mal so ein Slogan von hauptsächlich ökologischen Bürgerbewegungen am Umweltbereich. Also immer Terrain aktiv sind, an aber den Zustand von der ganzen Welt am Erbehalten der Versichern, ob den auch anzuwirken. Muss ich vielleicht daran erinnern, dass die zentralen Begriffe, die heute immer im Gebrauch sind, wie Umwelt, Environnement, ursprünglich eigentlich nicht das mengen, was rundherum ist, also ziemlich nah, ziemlich lokal besteht. An mehr spät kriegen sie dann eine globale Bedeutung. Also zwischen lokalen und globalen Problemen gibt es eine dialektische Beziehung, das heißt, sie wirken gegenseitig aufeinander an. Und so sollte es auch eine Verknüpfung von lokalem und globalem Engagement geben. Tatsächlich ist es ja auch so, dass oft Lokalinitiativen dann zu einer globalen Erweiterung führen. Ein von vielen Beispielen ist die Geschichte von der Atomenergie. Zu Gorleben an Deutschland gab es in den 80er Jahren einen massiven Protest gegen ein Lager von Atommüll, also eine Lokalinitiative. Zu Lützeburg gab es an den 70er Jahren eine Bürgerinitiative gegen ein Atomkraftwerk zu Römerschen, also eine Lokalgeschichte. Aber so an ähnliche Lokalinitiativen haben zu einer globalen Aufstellung von der Atomenergie überhaupt gefordert, die lange Zeit unbestritten als großer Fortschritt gefeiert wurde. Bei lokalen Initiativen muss man allerdings auch aufpassen auf den sogenannten NIMBY-Effekt. NIMBY, not in my backyard, nicht an meinem Garten. Baut Drecksfabrik irgendwo, aber nicht für meine Nuss. Da gehen 12 Grad, da sehen immer die lokalen an den globalen Aspekt zusammen denkt. Und da den immer an einer Logik von Solidarität denkt, an handelt, an über den Rand vom eigenen Teller rausguckt, also auch weit an die Welt raus. Kann ihn, will ich auch so, nie am Voraus wissen, zu was als Einzel- oder Kollektivinitiativen feiern. Für mehr wie 100 Jahre haben Mineren von ihrer Morapei Poesie zusammengelegt, für die Familien zu helfen, die ihre Pap oder ihre Mom an der Mine verloren haben. Sie haben nicht vorausgesehen, dass das eigentlich der Anfang war von einem allgemeinen System von solidarischer Versicherung, so wie wir sie heute tun. Überhaupt kann man den gesellschaftlichen Wandel oft leicht erkennen, wenn man nur handelt sich guckt. Nach immer gilt jedenfalls der Spruch, wer nicht kämpft, wird schon verloren.